Viel Erfolg und Vergnügen beim dritten Mal. Danke. Mein Finger macht jetzt weh. Also! Au! Freunde, ich nehme das Video jetzt schon zum dritten Mal auf. Beim ersten Mal hatte ich den Ton nicht angehabt, weil das Mikrofon aus war. Und beim zweiten Mal hat es gerade erst aufgenommen, weil meine Speicherkarte voll war. Nice. Alle guten Dinge sind drei. Nehmen wir es jetzt noch ein drittes Mal auf. Geil. Wie ihr seht, ich chill gerade auf einer Couch mit dem Chancino Adilette. Wild. Ja, es wird eigentlich mal wieder so ein Labervideo. Es wird nicht so ein Real Talk sein, einfach mal so ein bisschen gechillt und so. Ich denke, das ist eigentlich auch noch ganz nice Atmosphäre. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, ob ihr das fühlt. Dann mache ich mehr so Videos. Vielleicht mal so einen fetten Real Talk auf dieser Couch. Das wär's doch. Aber in diesem Video geht es nicht um einen Real Talk wirklich, sondern um meinen Sprachaufenthalt in Montrich. Ich war für einen Monat in Montrich, Französisch lernen. Und in letzter Zeit ich habe so viele Fragen bekommen zu dem Ganzen. Also auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, wirklich überall. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch mal ein Video, wo ich wirklich die meistgestellten Fragen so beantworte. Falls ihr auch noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ich probiere es jetzt zu beantworten. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Die erste Frage ist gerade mal, wieso? Also ich habe eben gedacht, du wärst schon fertig mit der Schule. Das ist korrekt. Ich habe letztes Jahr die Schule abgeschlossen und jetzt bin ich eigentlich selbstständig mit Social Media und ich habe jetzt auch wirklich vor, in Zukunft einen Beruf zu suchen, wo ich das Französisch brauche. Wir wissen es nicht, also es ist auf jeden Fall nicht geplant. Ich muss sagen, ich mache es actually pour le plaisir, weil ich Lust habe auf das. Ich finde Französisch eine mega schöne Sprache. Und für die es nicht gewusst haben, ich bin auch relativ schlecht in der Schule. Also ich bin eigentlich immer okay, immer so im 4,5er Schnitt. Und dann ist der Lockdown gekommen und irgendwie haben wir in dieser Zeit nur noch so Text schreiben und ich halt einfach die ganze Zeit, ja, mach schnell Diepel-Text, dann habe ich nachher frei. Sehr schlau. Und irgendwie bin ich in dieser Zeit so schlecht geworden im Französisch, also ich bin nachher so fest runtergerutscht, dass ich nachher im Schnitt einen 3er hatte. Es ist sogar so gekommen, dass ich am Schluss, dass ich nachher nicht mit einem 3er abschliesse, zu meinem Französischlehrer bin und gefragt habe, yo Bro, wie komme ich auf einen 3,5er? Er hat mir gesagt, schreib einen Text über irgendetwas. Ich wieder mal Diepel für ihn geholt, schnell meinen 3er aufgegründet und so hatte ich dann einen 3,5er als Vornote gehabt. Das war ja aber nur 50%. Die anderen 50% von meiner Note war ja dann meine Maturprüfung. Dort hatte ich einen 3er und zusammen gibt es als Schnitt einen 3,25. Was es wieder aufrundet auf einen 3,5er heisst, ich habe wirklich einen sehr knapp aufgerundeten 3,5er gehabt. Aber ja, nein, grundsätzlich, ich bin echt schlecht in der Schule und irgendwie habe ich es ein bisschen schade gefunden, weil eben, ich finde es eine mega schöne Sprache und ich würde das mega gerne machen, fließend reden und das war hauptsächlich so der Reiz gewesen. Und das andere war halt auch, ihr müsst wissen, ich bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr in der Schule, ich lerne in dem Sinn nicht mehr wirklich etwas und ich komme auch nicht wirklich aus dem Haus, weil wenn du selbstständig bist, dann schaffst du ja wirklich hauptsächlich die Hause, obviously. Und da mal aus dem Loch und etwas anderes leben ist halt actually nice. Und das habe ich einfach mal wollen, die Experience machen. Ich bin noch nie wirklich richtig in einem Sprachaufenthalt und das war so ein das Ziel und darum habe ich das gemacht. Ist es teuer gewesen? Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wurde. Oder wie viel hast du gezahlt und alles? Ich glaube, jeder Sprachaufenthalt ist jetzt nicht der billigste. Ich habe insgesamt für einen Monat etwa 3'700 gezahlt. Da war inklusive die Schule und auch wo ich wohne. Ich konnte entscheiden zwischen einer Gastfamilie oder irgendwo in einer Wohnung. Ich habe mich für die Wohnung entschieden, weil ich bin schon mal in Montreux in so etwas Ähnlichem in einem Sprachaufenthalt gewesen, halt für 2 Wochen. Und es hat mir eigentlich mega gefallen. Also ich habe die Gastfamilie mega gerne gehabt. Aber ich glaube, für einen ganzen Monat in der Familie leben, in einer Fremden, wäre für mich fast ein bisschen zu viel gewesen. Und was ich auch noch unbedingt wollte, ist so ein bisschen selbstständiger werden. Mit mal alleine Wäsche machen, alleine kochen und so. Habe ich ja erreicht. Ganz wild. Und der dritte Punkt, was für mich auch eine wichtige Rolle gespielt hat, eben wie gesagt, ich bin selbstständig, ich mache Videos. Ich glaube, es wäre anders cringe, wenn ich irgendwo in einer Familie wäre, dort in dem Haus und alleine in meinem Zimmer irgendwelche TikToks und Videos drehen, die hören mich. Das war mir mega unangenehm gewesen. Darum, ich habe so ein bisschen meine Privatsphäre gebraucht und auch wieder mal so ein bisschen meine Zeit für mich allein. Ich habe es mega genossen, einfach mal alleine zu wohnen für einen Monat. Also ich kann das jedem wärmstens empfehlen, ich habe das mega nice gefunden. Aber ja, grundsätzlich, eben, ich habe den Preis eigentlich ganz okay gefunden. Ich glaube, für einen Sprachaufenthalt ist es wie gesagt normal 3'700 ohne Essen. Darum, ja. Ich bin immer ab und zu noch shoppen. Das Essen war noch teuer, also insgesamt ich habe schon recht viel Geld ausgegeben, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel. An welche Sprachschule bist du gegangen? Hast du es mit der Organisation gemacht? Ich bin an die Sprachschule Alpadia Language School gegangen. Ich glaube, das ist so die Schule, die man am meisten kennt in Montreux. Also es haben mir schon ein paar andere auf Instagram geschrieben, dass sie auch dort waren. Und ich habe sie mega coole Schule gefunden, also kann ich eigentlich mega empfehlen. Ich bin mit der Organisation Study Lingua gegangen, aber es gibt glaube mega viele, also viele von dieser Schule, die ich geredet habe, sind irgendwie mit einer anderen Organisation gegangen. Ich glaube, das kommt nicht so mega drauf an. Aber ja, ich bin mit Study Lingua
gegangen. Wirst oder willst du noch Kontakt mit Freunden von dort haben? Ich muss sagen, ich habe echt coole Leute kennengelernt und vor allem viele Leute, weil es kommen jede Woche wieder Leute und es gehen halt auch jede Woche wieder Leute. Also ich glaube, ich habe wirklich jede Woche mit anderen Menschen gechillt und ich muss sagen, ich habe das auch mega cool gefunden. Aber ich glaube, es ist ja schwierig, jetzt damit wirklich allen jetzt in Kontakt zu bleiben. Aber ja, ich habe safe meine 3-4 Leute gefunden, wo ich auf jeden Fall den Kontakt behalten werde. Ich habe jetzt auch mit denen schon abgemacht, dass wir wieder ein paar Sachen machen werden. Aber grundsätzlich waren alle Leute mega cool dort. Wir waren wirklich so eine grosse Gruppe und ich konnte es mega geniessen. Wie lange muss man gehen, dass es sich lohnt? Ich muss sagen, es ist mega schwierig, um das einschätzen. Es ist natürlich auch mega individuell. Aber ich glaube, ich will grundsätzlich sagen, je länger, desto besser. Ich bin jetzt einen Monat da. Für mich hat es sich mega gelohnt, halt eben zum einen mein Französisch auffrischen, weil ich auch jetzt ein Jahr nicht mehr dort war und einfach mal so ein bisschen das Ganze anders angehen. Also vorher habe ich Französisch halt wirklich nur gelernt, weil ich es musste lernen, um halt gut zu sein in der Schule und können meine Matur bestehen und alles. Und es ist halt etwas ganz anderes, wenn du dort hergehst, weil du das willst lernen. Ich habe es mega appreciated, dass ich dort her bin, um es lernen und nicht für irgendetwas müssen lernen. Und ich habe zum Beispiel auch jetzt noch mega die Motivation. Also ich meine, ich bin seit 3 Wochen wieder daheim und ich lerne immer noch mega viel Französisch. Also ich schaue nur noch Filme auf Französisch. Meine For You-Page auf TikTok ist auf Französisch. Ich habe mein Handy auf Französisch umgestellt. Also ich habe echt sehr viel gemacht. Und ich bin immer noch mega motiviert zum Französisch zu lernen. Ich glaube, das konnte ich mega mitnehmen. Darum hat sich für mich ein Monat extrem gelohnt. Ich glaube, ich habe das auch selber gemerkt in meinem Video, wo ich Französisch vor dem Sprachaufenthalt geredet habe und nachher. Ich glaube, man hat da schon recht einen Unterschied gemerkt. Aber eben, es hat an dieser Schule Leute gegeben, die sind nur eine Woche da waren. Es hat Leute an dieser Schule, die sind 3 Monate dort oder ein halbes Jahr. Also es ist da mega unterschiedlich. Aber ich glaube, ich will grundsätzlich sagen, je länger, desto besser. Obviously. Hast du nicht lieber nach Frankreich wollen, wo du halt keine Chance hast, dass du mit Deutsch durchkommst? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, es macht schon recht Sinn, irgendwo herzugehen, wo niemand Deutsch kann, damit du nicht Deutsch redest, vielleicht sogar kein Englisch auch. Aber ich habe mich vor allem für Montreux entschieden, weil ich mich mega in den Ort verliebt. Also ich bin eben, wie gesagt, schon mal im Sprachaufenthalt dort und ich habe mich einfach mega in das verliebt. Es ist so schön dort, ich fühle mich echt mega wohl. Es ist wie so ein zweites Zuhause geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich hätte mich noch nicht getraut, um komplett mich ins kalte Wasser zu rühren, indem ich in ein anderes Land gehe, wo ich auch keine Möglichkeit habe, um irgendwie am Wochenende wieder heimzugehen oder irgendwas so. Darum, ich muss sagen, ein guter Start zum Französisch lernen ist es für mich auf jeden Fall gewesen und würde ich auch überhaupt nicht anders machen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, nochmal einen Sprachaufenthalt machen, vielleicht sogar ein bisschen länger, vielleicht so ein halbes Jahr und dann wirklich in Frankreich, um wirklich 100% Französisch lernen, weil eben an dieser Schule hat es auch viele Deutschschweizer gehabt. Ich hatte es zwar auch cool mit denen, aber zum wirklich Französisch lernen ist obviously besser, wenn du nur mit Franzosen bist. Tipps zum schnell Anschluss finden. Ey, ich muss sagen, ich habe so einen Prozess durchgemacht, wo ich wirklich eigentlich einen guten Tipp habe. Ich erzähle kurz vorher, wie ich in das Ganze rein bin. Also, der erste Schultag ist ja nicht so gut gelaufen bei mir. Vielleicht habt ihr das in meinem Vlog gesehen. Also, es ist eigentlich richtig scheiße gelaufen, weil ich gar keinen Anschluss gefunden und ich habe es auch mega schwierig gefunden. Und ich habe im Nachhinein herausgefunden, was das Problem war. Ich bin mega mit dieser Einstellung reingegangen von «Yo, ich werde jetzt so 1-2 Leute finden, die ich jetzt den ganzen Monat durchchillen. Ich habe nicht wirklich gewusst, dass sich das jede Woche so ein bisschen ändern wird, wer dort ist. Und ich hatte dann irgendwie halt das Bild von diesen Leuten, mit denen ich chillen logischerweise. Also ich habe gedacht, jo, die werden wahrscheinlich in meinem Alter sein, die werden ähnliche Interessen haben, vielleicht auch wirklich Deutschschweizer, I don't know. Irgendwie so einfach ein gewisses Bild, einen gewissen Rahmen. Und durch das, dass ich dem so gesteckt habe ich halt mega bewusst dann nach diesen Freunden gesucht, die halt in diesem Bild sind. Und das habe ich dort wie so ein bisschen gemerkt. Also irgendwie am zweiten Tag bin ich mit einer ganz anderen Einstellung rein und ich habe so einen krassen Unterschied gemerkt. Ich bin mit dieser Einstellung rein von «Yo, einfach offen sein, probiere es mit allen gut zu haben. Jeder, der einfach gerade kommt, jeder, der neben dir hockt, probiere es einfach gut mit dieser Person zu haben, weil jede Person hat irgendwie eine andere Geschichte und hat irgendwie einfach etwas Spannendes an sich, wo du kannst neu kennenlernen und so. Und eben, ich habe dann halt irgendwie herausgefunden, wenn sich das jede Woche ändert, dann wirst du halt auch jede Woche mit anderen Menschen chillen und ich habe es im Nachhinein mega cool gefunden, viele neue Leute kennenlernen und jetzt gar nicht mit jemandem da die ganze Zeit chillen, sondern du bist eine grosse Gruppe und jeden Tag chillst du mal mit jemand anderem, hast mit jemand anderem gute Gespräche und ich habe das mega genossen. Darum mein grösster Tipp, gar kein Vorurteil haben oder irgendwie ein Ziel haben, mit wem du willst chillen oder so, sondern einfach offen sein, mit allen Menschen reden, auf Menschen zugehen und das hilft mega. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich finde es fast cooler, eine riesengroße Gruppe zu sein und jeden Tag mit jemand anderem reden und chillen, also jetzt wirklich die ganzen 4 Wochen immer nur mit der gleichen einen Person chillen. Ich habe das mega genossen. Ja, das war jetzt auch schon die letzte Frage gewesen. Falls ihr noch irgendwelche andere Fragen habt zu meinem Sprachaufenthalt oder irgendwie sonst zu diesem Thema, schreibt sie in die Kommentare. Ich probiere möglichst viele Fragen zu beantworten. Und ich kann auch sonst mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr jetzt so ein bisschen das Format gefunden habt, so ein bisschen das Real Talk da auf meinem Sofa und mache ein weniger mega lustig oder so.
Ich habe es eigentlich noch recht cool gefunden. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt mal da wirklich so ein Real Talk-Video haben über irgendein Thema. Ich kann mal in die Kommentare schreiben, welche Themen ich schreiben soll. Oder ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr allgemein diesen Monat findet, dass jeden Tag ein Video rauskommt. Ich würde mich auf jeden Fall mega über Feedback freuen. Ja, das wäre es eigentlich schon wieder mit dem Video. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr auch dabei seid, jetzt wieder den ganzen Monat jeden Tag Videos kommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben in der letzten halben Woche jetzt schon über 100 Abonnenten gemacht. Das ist hure crazy, also wir sind mega am Wachsen. Darum würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wäre sehr geil. Ja, und darum, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Peace, Freunde. Tschüssi. Ich hoffe, es hat aufgenommen. Holy fuck.